Baustellen. In Zürich hat es im Moment 165 Baustellen. In Bern blockiert eine Grossbaustelle bei der Kornhausbrücke einen wichtigen Durchgang. Und in Basel sind es in diesem Sommer 76 Baustellen. Viele Leute ärgern das. Einschränken ist ganz schlimm mit dem Staub, mit dem Dreck, mit dem Lärm. Man weiss nie mehr, wo man durchfahren muss, sei es Tram, sei es zu Fuß, sei es mit dem Velo. Am besten ist halt, wenn man auch mit den Geschäften redet und halt mehr mit den Läden schaut, dass auch die Leute kommen können. Weil wir sind so abgeschnitten momentan. Immer im Sommer hat es am meisten Baustellen, weil dort hat es weniger Pendlerinnen und Pendler und weniger Verkehr. Aber könnte man denn nicht mehr durch die Nacht arbeiten? Zum Beispiel rund um den Zürcher Hauptbahnhof. Das ist aber nicht unbedingt gerade günstiger. Vor allem gibt es eine sehr grosse Belastung für die Anwohnenden. Und braucht auch da separate Bewilligungen, dass man mit Nacht oder am Wochenende arbeiten darf. Meistens ist der Stress gross, der Zeitplan ist straff. Da sind wir fertig vor der Street Parade. Innerhalb von etwa 5 bis 6 Wochen haben wir den Gleisschlag gemacht und der Verkehr rollt wieder wie normal, bevor man dann das Oberflächenprojekt im neuen Jahr startet. In Basel hat es jetzt gerade noch mehr Baustellen als in anderen Sommern, weil man das Fernwärmenetz ausbaut. Das alles braucht eine sorgfältige Planung, immer wieder. Was wir vermeiden wollen, ist, dass wir neu eine Baustelle haben und dann 3 Jahre später am gleichen Ort wieder eine Baustelle. Das heisst, wir schauen wirklich, was steht in den nächsten Jahren neu an. Und alle, die dort etwas haben, also Gleis, Leitungen, die kommen zusammen und wir machen ein Projekt, das wir dann zusammenbauen. Und dann ist wieder Ruhe an diesem Ort für Jahre. Und weil das Bauern praktisch allen zugutekommt, wünschen sich die hier arbeiten, manchmal ein bisschen mehr Anerkennung. Verständnis zeigen für uns, vor allem auch für die Bützer vor Ort. Wir machen einen sehr guten Job und ich glaube, das ist eine Wertschätzung, die wir ihnen entgegenbringen können.